An Nommerke herzlich willkommen an der Sendung mir sich Neid daheim. Wie der gesit ha am Bösch nämlich du Dittling, du wo den Deier seelers, du fänken Plierte un Loserlösung zu fallen. Dat techt mir unhircht, und du gibt natürlich auch ganz viel zu erzählen, und ich gebe ganz einfach Molenke und Sabine gehen. Die Sommer also River, logischerweise. Und das heißt also, die ganzen Vakanzenkerzen vom Sommer, die sind alle plus minus alle gut in Hemen. Das ist jetzt wieder mehr ruhig gehen, was auch schön ist. Da können wir uns besser auf das Egen konzentrieren. Und ja, Katzen spüren auch, dass hier geht. Sie frieren viel, viel mehr und das fällt immens ab. Bei so vielen Katzen daheim frieren sie sicher auch mehr, aber das merkt ihr nicht so. Hier sind da über 50 Katzen und dann merkt ihr, wann die mehr frieren. Ja, also ist denn die Enge oder Diana, die ganze Winter dezidiert für den Baus zu bleiben, die kriegt nur Band der Pelz, so Louis wie die Hünden, ne? So richtig schön dicke Wuschel und dann sitzen die bei minus 20 Grad im Baus. Dat ein ganz gut ist, dass sind ganz viele Katzen fortgehen. Du nicht zu der sind dann noch da, du sollst direkt zu mir mal los. Oh, da sind noch viel, und über 50 oder nicht. Also sind da ganz viel fortgehen, mit sind aber noch viel da. Ja, im Moment sind es 55 erwachsene Katzen und sind da an den letzten paar Wochen nur der Vakanz oder so los vom Ende von der Vakanz sind da aber kann ich so am Schnitt am Dach ob man's eng Katz gegangen. Aber genauso viele sind auch wieder rangekommen, ne? Wir sind zwar nicht mehr ganz so schroh mit den Quantitäten, wie wir am dicken Sommer gewesen sind, aber trotzdem muss ich immer noch bedenken, den Asyl ist für 40 Katzen gebaut und jetzt sitzen da 55 Schei. Für euch also den gut Zoll, aber nichtsdestotrotz, das ist zu viel. Ja. Den Heiten as de Mädchen und das Jung den as gut ernährt völlig gesinn den as so richtig ein bisschen aus senger Mitte raste rausgeholt, wo Sendung opgeholt. Aber du pass ganz läuft, gell? As de Mädchen oder Jung? Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen von einem Jahr, fit wie Oscar. Das ist ein Wohnungskatz, der haben wir ganz, ganz rar. Wir gehen auch viel gefroht von den Leuten und muss ein Mädchen suchen, das ist kein Do. Wir haben da am Moment 3, enger ist schon reserviert. Es sind dann noch 2, jetzt sind 2 Schwestern. Also allen 2 in einem Jahr, allen 2 super gemütlich. Die Doten ist gut selbstbewusst, aber trotzdem gemütlich. An einem Jahr, also an ihrem Verhalten, kann ich nicht so, dass sie die gefunden. Ja, sie steht gut am Futter. Ich denke, sie hat sich immer gut viel gedrängelt. Ja, das gibt ja aber nicht Menge. Das heißt, dass du dann die Schwester, wo die Katze so viel drin, aber das ist bis wie weiblich, die Heiten oder nicht so? Anfangen nicht wirklich. Sie braucht ein bisschen für abzudauen. Die Dote sind erst 2 Tage high und die Engers, wie soll ich so, selbstbewusst, souverän und die Heiten, die braucht noch ein bisschen für sich anzugewinnen. Sie ist wie hier Schwester 9 Jahre alt, das Heiten ist Cindy, 4 Stunden hatte man Tessie gesehen. Allen 2 sind Wohnungskatzen, allen 2 sind an Hünden gewinnt, kann er an einer Katze sowieso. 2 Meter schon, 9 Jahre. Umgänglich, können mit allem umgehen, egal wie hibbelig das. Also sie lässt ihrer Schwester auch immer die 4 tritt, weil die ist ja selbstbewusst genug. Und sind ganz umgänglich Katzen. Sie sind 9 Jahre alt, also den einen oder anderen, das ist mir zu alt, die lebt ja nicht mehr lang. Aber statistisch gesehen gehen Wohnungskatzen sowieso mehr alt. Sie sind meiner Gefahren ausgesagt. Und sie können also dick 15 Heinz durch 20 Jahre oder sogar noch mehr alt gehen. Also sie stehen an der Halschen von ihrem Leben. Also, hier ist ein Katz, die gefällt mir ganz gut. Ich finde es ein bisschen, das soll ohne schlecht gemeint, ein bisschen Charlie Chaplin und China, weil die schönen Schnüre sind, das ist ja so leben, das heute Sabine, oder nicht? Ja, inzwischen ist ein ganz Leben. Wo er hingekommen ist und Leute ist gesagt, den hat sich just von einer Person gelost, die leider gestorben ist, da ist er ganz besen, den hat keine Relation zu gut keinem. Und mir musste feststellen, dass wirklich ein umgänglichen, agreeable Kurder von 4 Jahren, natürlich aus dem kastriert wie alle Katzen, und den sich den daheim wohnen nicht permanent befummelt geht, aber könnt bald leiden, das auch den muss keine andere Katze bei sich haben. Da kann ihn doch eins mal zum Klöpper gehen, aber ansonsten ist den ganz, ganz umgänglich und pflegeleicht. Ja, das heute gesagt ja wohl super raus, und du hast mir gesagt, das heute ist ein Kado. Ja, das ist ein Don, also nicht in Form von Suchen, nicht in Form von Futter oder Spielgezeig, sondern da hat sich ein Gedanke gemacht, ganz, ganz viel Arbeit, und hat also einen Grasbaum gebastelt, den kann stehen, den extra Apollo gesagt hat, dass man keine gut botzen, und den als speziell für Hai gemacht gehen, das heißt, die Katze wird ganz, ganz viele Jahre da drinnen Spaß tun.
Das ist auch eng Form etwas Gutes für den Asyl zu machen, weil die Kratzbäume, die man sonst so hun, die halen ja aber bei dem Besoin nicht allzu lang. Wenn sie nicht qualitativ richtig gut sind, spätestens an 3 Monate sind die total futti. Und da dort, so wie auch den ganz großen Kratzbaum, den das auch mal Kado gewirrscht, das haben wir für Jahren. Ja, lo kommen wir dann zu den Hën, der Mysterie he noch enke ganz lefen, die können leider am Fogel adoptieren, wann ich so kann. Ja, wir haben den Teddy, der das kastrierte Ritt von 12 Jahren, das andere weiteren ältere Mupp, den wir akriegt haben. Den Teddy als Rock an Asyl kommen, weil seine Proprietären aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr halten konnten. Und Teddy hat gestern seine Revision beim Veterinär gemacht. Zähne komplett an 3 gesagt, Blutanalyse, da werden wir nach das Resultat. Und dann geht er nach bei der Coiffeur, wie das ein Remie passabel ausgesagt. Den Teddy, also sich ein ganz Leben Hund, mit das ein Hund, den wie all ältere Mupp seine Ruhe braucht. Das heißt, der müsste schon an ein Haus kommen, wo nicht viel Hektik ist. Bei mir ist auch kein kleiner Kanner, die um Rappen an See gehen. Großkanner oder Jugendliche, kein Problem. Und die Leute sollen noch viel daheim sein und viel Zeit für ihren Hund, weil Teddy bleibt nicht gerne lang. Ah ja, den Hund, den der ganze schöne Pelz, wenn ich so gucken, aber das ist ein ganz spezieller Hund. Ja, das heißt Olga. Olga ist ein Chow-Chow-Mix von 10, 11 Jahren. Olga war schon vermittelt und das noch 9 Jahre zurückkommt, weil Madame die Tat gestorben ist. Und ja, Volke von der Familie, und du hast Olga dann hier und fährt auf Neuleid. Olga, also sich ein ganz liebes Mädchen, das ist ein bisschen speziell. Hat sich wahrscheinlich seine Leute selber raus, hat verschiedene, die sind ihm sympathisch und andere, die sind ihm Männer sympathisch. Mir gesehen Olga auch gerade so wie den Teddy bei ruhige Leute, die viel Zeit dafür hat, weil Olga geht nach gerne spazieren und ja, wo auch nicht so viel Trubel, Hektik ist und für allem auch kein kleiner Kanner, weil Olga lässt sich wirklich nicht alles gewähren. Ja, bislang hat man ja nicht mehr Damen, nicht mehr für Mikro. Lohnt schon mal ein her, den er war am Deirasil zu Dilling ist. Welche habe ich schon der dann also? Also ich kann mich alles was den technische Volle belangt, das heißt Renovationen, respektive auch wie wir am Gang gesehen haben, da ist neu zu machen und eben noch alles was Kommanden und so belangt. Was wir am Gang sind, halt zu schaffen, was das genau ist? Also wir haben da ist gesehen, wir haben die 2 großen Pâturagen, die sind wir am Gang abzudelen. Das heißt, da können wir eine mittelste Aufteilung und noch die dazwischen wären. Das wäre für die Labergriagen, die dann noch am Notfall mit den Zähnen durchgepasst kriegen. Aber da machen wir fix Griage, wie wir sie überall haben. Und das Ganze das kostet uns effektiv ein gutes Geld, mit das für die Sicherheit von den Tieren, aber auch genauso gut wie von all denen, die hier und drin sind. Das heißt, die Wildtiere und noch eben die mit den Hingern und so neben drin. Ja. Madame Mysterie, der Basar, erzählt uns mal ein bisschen. Ja, den Sonntag, Pappentag, den 5. Oktober, dann ist ein traditioneller Basar. Den ist von 11 Uhr morgens bis 6 Uhr abends an der Maison Syndical zu Dietling. Op 31 Avenue Charlotte. Op dem Basar gibt es wie all Jahres eine riesige Lotterie mit super Preisen. Wir haben einen großen Flohmarkt, einen ganz großen Büchermarkt. Wir haben eine hausgemachte Patisserie, eine Champagnebar, kann eine Tasse Kaffee bei uns trinken, wie noch Verkaufsstände, wo wir als Jackette verkaufen, Kadosartikeln. Am Fietz verkaufen wir das Jahr, und zwar ist das Fietz, den wir aus Äpfel und Birnen gemacht haben, die hier am Asyl gewusst sind. Das ist wo sind als Bäume, waren das Jahr immens viel, und wir hatten schon einen Teil vom Obst auf unserer Porte Vert als Lassenobst verkauft, und du kommst als Didi eventuell Fietz zu machen. Und der Claude und sein Bruder, die hatten die nötig Material. Und du hast so Fietz gemacht, die verkaufen wir dann im Basar. So ein Leute, ja, wenn den Fietz gemacht hast, dann hast du bis zum Basar, aber vielleicht schon. Gerd den wird angekocht, und ich kann nicht mehr so, wir hatten es wenig getrunken, den du 2 Jahre reinlässt, also super.
Ja, war der Heige sieht, dass du nicht just wie nachgesperrt geht bei Prosozialen Medien, nee, das Hai am Deier Asyl, nämlich dat heißen Heide das extra gemerkt wie die Polizei von die nicht sollen den Katz fannen oder den Hund an sie will nicht gerne aufgehen am Deier Asyl zu Diddling, dann hun sie ihr Schlüssel, sie können herkommen, und dann hun sie Hai die Käfische, da können sie dann respektiv Tön oder respektiv Katz dann Raum machen. Am ist dann können Personal Hai aus dem Deier Asyl wo Diddling an die können sich dann in der Deier da kümmern. Voilà, das wird dann noch ein Menke gewährt. Wir sind froh, dass die Sendung Menke geguckt hat, die Jolo schon über die Jahre lebt. Wir hoffen, dass auch gefallen hat. Prosozialen Medien war eine Produktion von hinten. Es ist so ganz einfach. Adi bis die nächste Karriere. Sound and Media Productions, making communications exciting.